Advent, Ankunft. Die Zeit von Weihnachten ist eine Zeit zum Innehalten und sich vorbereiten. Wir bereiten uns im Advent aber nicht einfach nur aufs baldige Weihnachtsfest vor und denken einfach aus Nostalgie zurück an die Vorbereitungen, die es gebraucht hat, dass Jesus gekommen ist, sondern wir schauen zurück, um uns inspirieren zu lassen für die Vorbereitungen, die es von uns heute braucht, bevor Jesus als König in Macht und Herrlichkeit zurückkommt auf die Erde. Wenn wir also zurückschauen auf den ersten Advent, auf das erste Kommen von Jesus, habt ihr gewusst, dass der erste Advent mit einem Metaller angefangen hat? Ich meine, Johannes der Täufer, das war ein wilder Gesell. Man könnte mit ein bisschen Augenzwinkern könnte man sagen, er war ein Metaller. Mein KI-Programm hat in mir folgendermaßen gezeichnet. Johannes ist am Rand der Wüste am Jordan, einer wichtigen Handelsroute, als Bußprediger auftreten. Er kommt aus einer Priesterfamilie und ist ein Gottgeweihter, ein Naziräer gewesen, und zwar vom Mutterleib an. Seine Haare sind darum nie geschnitten worden und er ist vatergrad, ehrlich und provokativ gewesen mit dem, was er gesagt hat. Die langen Haare und Bart und seine Art, darum meine ich mit einem Augenzwinker. Er war ein Metaller, der den ersten Advent eingeläutet hat. Aber die Leute waren nicht abgeschreckt von seinem äußeren Erscheinungsbild und seiner wilden Art. Im Gegenteil, zu Hunderten und Tausenden sie sind zu ihm gekommen und haben sich von seiner Botschaft inspirieren lassen. Und sie haben konkrete Schritte unternommen. Sie haben sich taufen lassen und ihr neues Leben neu ausgerichtet und total umgekrempelt. Er war der wilde Mann, der so vollmächtig als erster Adventsbote gewirkt hat. Die Konfirmanden Levi und Nils lesen uns mal, was der Matthäus von ihm überliefert hat. Und nachher hören wir dann einen Song über die Johannes, die Stimme in der Wildnis. Zu dieser Zeit trat Johannes, der Täufer, auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Ändert euer Leben, denn die Königsherrschaft der Himmel kommt jetzt den Menschen nahe. Dieser Johannes ist es, von dem es beim Propheten Jesaja heißt: Eine Stimme ruft in der Wüste: Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Johannes trug einen Mantel aus Kamelhaar und um seine Hüfte einen Ledergürtel. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von Wildbienen. Die Menschen strömten ihm aus Jerusalem, aus ganz Judäa und aus dem ganzen Gegend am Jordan. Sie ließen sich von ihm im Fluss Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer kamen. Sie wollten sich von ihm taufen lassen. Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Und denkt ja nicht, ihr könnt sagen, Abraham ist unser Vater, denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes sagte: Ich taufe euch mit dem Wasser, denn ihr wollt euer Leben ändern. Aber nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wortschaufel in seiner Hand. Damit wird sein Getreide gründlich aussieben. Seine Weizen wird er in die Scheune bringen, aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht.
is my testimony. He is the Son of God. I only tell the truth. I fear no one. You have to cut off my head to find me down. I baptize you with water. Maybe straight away up the road. Behold the Lamb of God. He takes away the sins of the world. Ja, was ist? Uns eingestellt, oder? Was ist die Mission von dem Metaller gsi, der die Gesellschaft von damals aufgerüttelt hat? Der Matthäus gibt uns in seinem Bericht 2 Hinweise. Erstens beschreibt er das Äußere von Johannes: Fellmantel und Ledergurt. Das ist genau die gleiche Beschreibung, wie man sie in der Bibel für den Prophet Elia findet. Der Elia hat aber fast 900 Jahre vor dem Johannes in Israel gewirkt. Er hat das Volk davor gewarnt, ihr Vertrauen auf Gott Baal zu setzen, anstatt auf Jahwe. Und auch der Elia war auch so ein wilder Typ. Das, was man traditionellerweise mit Fellmantel übersetzt, kann im Hebräischen auch heißen ein haariger Mann. Der Elia war auch so ein Naziräer auf Lebzeiten, wie eben auch der Johannes wieder war, oder so wie vor ihm schon der Samuel und der Simson. Was andere nur als Gelübde auf die Zeit abgeleitet haben, hat für sie fürs ganze Leben gegolten. Spezielle Essensvorschriften, kein Alkohol trinken, keine Tote anlängen und eben die Haare nicht schneiden. Johannes war ein Naziräer, ein Gottgeweihter vom Mutterleib an, wie eben wohl auch der Elia. Im letzten Buch vom Alten Testament wird dann vorausgesagt, dass ein Prophet wie der Elia wird zurückkommen, bevor Gott mächtig eingreifen wird in dieser Welt. Wir haben es schon zum Eingang gehört, die Worte vom Maleachi. Der Johannes ist also der vor dem mächtigen Eingreifen von Gott die Menschen warnen soll.
Sie soll zum Umkehren bewegen und so möglichst viel bewahren. Der zweite Hinweis, den der Matthäus uns über Johannes gibt, der geht in die gleiche Richtung. Johannes bereitet das Volk, das unterdrückt und geknechtet ist, darauf vor, dass Gott kommt. So wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Die Konfirmanden lesen uns jetzt auch noch die ganzen Worte von dem Abschnitt aus dem 40. Kapitel von Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk. Sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt zu ihnen, Eure Gefangenschaft ist zu Ende. Eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für euer Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. hört, jemand ruft. Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Merci. In der Antike hat es im vorderen Orient noch kein Strassenverkehrsamt gegeben, das den Bau und den Unterhalt der Strassen sichergestellt hätte, so wie bei uns. Normalerweise hat man die Strassen einfach wieder instand gesetzt, wenn der König einen Besuch in der entsprechenden Provinz gemacht hat. Sonst sind die Strassen einfach gebraucht worden, so gut oder schlecht sie halt waren. Johannes hat den Auftrag gehabt, im übertreibten Sinn das Volk vorzubereiten auf den Besuch vom himmlischen König. Himmelreich heisst nämlich nichts anderes als Königsherrschaft von Gott. Gott ist am Kommen. Und da müssen die Strassen wieder renoviert werden, wenn der König durchziehen soll. Ja, sonst gibt es ein Problem. Advent heisst, die Strassen wieder herzurichten für einen König, dass er kommen kann. Die Strassen in unseren Herzen, die Strassen in unserer Gesellschaft. Johannes war der erste Adventsbote. Er hat die erste Ankunft vom König Jesus vorbereitet. Ich wünschte mir aber, dass wir alle so Adventsboten wären für die zweite Ankunft von Jesus. Damit wir aber so Adventsboten für andere sein können, müssen wir zuerst einmal bei uns selber anfangen. Was heisst es, die Strasse für den Herrn in meinem Leben parat zu machen? Zuerst einmal darfst du und ich mir durch das Wort von Johannes, vermittelt von Jesaja, sagen lassen, lass dich trösten. Wer das gehört, lass dich trösten. Deine Schuld und all dein Mist ist vergeben. Es ist zwar gut, wenn du grennst und merkst, was du alles nicht auf die Reihe bekommst. Es ist wichtig, gut und richtig, wenn du merkst, wie du Mitmenschen verletzt. Aber du musst dich von dem nicht kaputt machen lassen und abdrücken lassen. Die Strafe für all dein Versagen ist schon abgezahlt. Leg die Fesseln ab, die dich noch gefangen haben. Alles destruktive Verhalten muss dich nicht mehr länger versklaven. Die Gefangenschaft ist fertig. Und stell dich bewusst Jesus als dein Herr. Bekenne ihm, was dich plagt. Dann wird das alles für dich wirksam, was in Jesus verheißen ist. So das, wo Jesaja vorausgesagt hat, Johannes erzählt hat und auch für uns so auch gelten kann. Beim Johannes haben sich die Leute als Zeichen von dem Umkehren, dem Umdenken taufen lassen. Den Dreck abwaschen. Und auch für uns heisst Taufe, den Mist in meinem Leben Gott bekennen und ihn abwaschen lassen. Durch Jesus sind aber noch mehr Aspekte dazugekommen zur Johannes Taufe. Es geht heute bei der Taufe auf den dreieinigen Gott, eben auch um den Heiligen Geist. Mit Jesus mitsterben, mit ihm ein neues Leben anfangen und mit der Kraft von Gott erfüllt werden. Die Taufe für Vater, den Sohn und den Heiligen Geist ist im Kern vor allem ein Zuspruch. Das Bekennen vom Glauben, sage ich das,
wenn ich mich nach eigener Entscheidung taufen lasse oder stellvertretend durch die Eltern, bei Kleinkind, das Bekenntnis vom Glauben, das gehört zur Taufe dazu. Aber die Taufe selber ist ein Zuspruch. Ich taufe mich nicht selber, sondern ich werde getauft. Die Liebe von Gott, die verdiene ich mir nicht selber, sondern sie wird mir geschenkt. Und so gehört zur Vorbereitung aufs zweite Kommen vom König das Zeichen von der Taufe. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen für die Vorbereitung aufs Kommen vom himmlischen König. Sich im Zweien, sich auf den Weg zu machen, die Strasse im Leben Schritt für Schritt in die Ordnung zu tun. Und er macht selber, er geht uns voran in dem. Und so dürfen wir als Taufte eben auch so Adventsboten sein, wie der Johannes. Boten, die die anderen einladen, sich vorzubereiten auf den grossen König, der kommt. Wir dürfen Menschen sein, die die anderen trösten und nicht weiter abdrücken. Wir sollen Menschen sein, die den anderen Freiheit bringen. Ja, was heisst das, anderen Freiheit bringen? Das sind für uns vielleicht oft die kleinen Momente, wo wir gefragt sind und wo wir aber eben auch, wo es sehr umkämpft ist. Mir ist da zum Beispiel in den Sinn gekommen, dass als Pfarrer gibt es Hilfesuchende an die Pfarrhaustüren. Und ich erlebe immer mal wieder, dass sie mich nerven, wenn sie in den unpassendsten Momenten wieder dastehen. Aber ja, ich habe vielleicht die Aufgabe, ich habe die Aufgabe, dort manchmal eben an Befreier zu sein. Ich habe zum Beispiel die Roma aus der Slowakei vor Augen. Besonders eine Begegnung. Das ist so eine Gruppe, wieder da gestanden, die ich schon lange kennt habe. Sie sind 2 Wochen lang in der Kälte, haben sie im Auto geschlafen gehabt. Entsprechend waren sie natürlich erkältet gewesen und sie wollten heim wollen, aber noch nicht genug Geld gehabt für die Heimreise. Und haben sie mich halt doch einfach genervt, wie sie schon wieder da gestanden sind, wegen all das, was in der anderen Mal war oder nicht geklappt hat. Aber sie haben mich dann doch auch gedauert. Und ich habe ihnen dann neben der Arbeit auch noch je 10 Franken oben drauf gegeben, als ein kleines Weihnachtsgeschenk. Irgendwie habe ich gespürt, Gott arbeitet an meinem Herz. Und sie haben so eine riesige Freude gehabt. Und ich glaube, es war für sie in dem Moment wirklich eine Befreiung aus dieser Not, die sie nicht weiter gewusst haben. Die Not, die uns Menschen knechten kann, die kann viele Gesichter haben. Ich bin gespannt, wer oder was Gott dir als nächstes über den Weg schickt, wo du darfst ein Befreier sein in seinem Namen. Aber vielleicht ist es eben auch zuerst ein bisschen nervig. Aber das soll uns eben gerade nicht abhalten. Johannes war eben ja sowieso eben auch ein recht unbequemer gewesen, ein richtiger Bürgerschreck. Er hat denen, die das Gefühl hatten, bei ihnen sei alles so wunderbar in Ordnung, die unbequeme Worte gesagt. Provokativ, ehrlich und direkt. Hat die seine Botschaft noch in den Ohren, so wie es der Matthäus festgehalten hat? Ich würde sagen, heute würde Johannes sicher in einer deftigen Thrash-Metal-Band singen mit diesen heftigen, anschaulichen Gerichtsworten. Inwiefern ist Johannes ein Vorbild für uns? Ich würde sagen, nennt die Sache beim Namen, all das, was unangenehm ist. Und hab ruhig den Finger drauf, wenn du Scheinheiligkeit siehst, also Inkonsequenz zwischen Wort, Haltungen und Taten. Aber eben zuerst müssen wir bei uns selber heranschauen. Ich weiss, es ist nicht angenehm, wenn dir jemand auf die Zehen schaupelt. Oder wenn einem jemand nur schon durch sein Äußere oder sein Aussehen und Auftreten aus der Komfortzone bringt. Aber wenn das nächste Mal passiert, dann denk doch an Johannes. Wenn dich jemand das nächste Mal fadengrad anfielt, oder wenn du jemandem begegnest, wo du denkst, wie kann der oder die nur? Dann denk doch an Johannes, der auch definitiv nicht nur optisch nicht ins brave Bürgertum gepasst hat. Einer, der sich mit allen angelegt hat und doch genauso Gottes Willen tun hat. Der aufgeräumt hat, dass der König kommen kann. Ja, und kommen wird der König auch heute. Johannes hat auch sehr einfach gelebt. Man sieht es bei seinem Essen. Heuschrecken und Honig. Ein Adventsbote sein könnte auch heissen,
beim Materiellen über die Bücher zu gehen. Was brauche ich wirklich? Oder beim Essen, was und wie konsumiere ich? Auch das hat mit Advent zu tun. Aussortieren, verzichten, sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Damit wir bereit sind, wenn der König zurückkommt. Ich wünsche mir und euch, dass wir uns den verbleibenden Tag bis Weihnachten alle anstecken von dem wilden Johannes. Dass wir Menschen können sein und werden, die trösten, Menschen, die Freiheit bringen, Menschen, die die unbequemen Worte aussprechen, Menschen, die die richtigen Prioritäten setzen und darum auch verzichten können. Adventsboten sein, Wegbereiter für den König, der zurückkommt, um die schöne, aber kaputte Welt ein für alle Mal zurecht zu bringen. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk sagt Amen.